In der heutigen Zeit muss alles schnell gehen. Geduld ist ein sehr seltenes Gut. Das ist mir gerade letztens mega krass wieder bewusst worden und ich am Abend ein paar Sachen noch erledigen. Dafür habe ich von meinem Zimmer in den Keller wieder rauf, wieder zurück, halt immer so ein bisschen im Haus rumlaufen. Und plötzlich ist mir bewusst worden, dass ich eigentlich mega rumhetze. Stärker raufrennen, stärker runterrennen, schnell etwas einpacken, schnell das und das. So richtig stressig eigentlich. Und dann ist mir bewusst worden, dass ich das mega oft mache. Also grundsätzlich in meinem Leben mega oft vom einen Ort zum anderen hetze. Wenn ich abmache, zielstrebig zum Starbucks laufen, mich nicht von irgendetwas anderes abhalten lassen. Im Bahnhof zielstrebig heimgehen. Weil beim Bahnhof ist es wirklich mega krass. Eine riesige Menschenmasse stresst zum Ausgang. Alle so mit einem steinernen Gesicht, so mega, ja, meistens nicht so fröhlich drauf. Mir ist das richtig unangenehm. Also, wer mich nicht kennt, ich bin eher introvertiert und ich habe es gar nicht gerne, wenn so richtig große Menschenmassen aufs Mal irgendwo sind. Ja, mir ist wirklich aufgefallen, dass ich wirklich immer vom einen Ort zum anderen stress. Und genau so ist es auch in meinem Leben. Wenn ich etwas sehe, was mich attraktiv denkt, wenn ich will, wenn ich das Gefühl habe, ist jetzt gerade gut für mich, dann will ich es sofort haben. Wenn ich jemanden sehe, den ich toll finde, will ich das sofort haben. Wenn ich im Restaurant aufs Essen warte, will ich das sofort haben. Wenn ich auf den Bus warte, will ich das auch sofort kommt. Wenn ich einen Durchbruch im Glauben will erleben will ich das sofort haben. Ich will sofort meinen Lehrabschluss haben. Ich habe das Gefühl, wir Menschen sind mega oft so. Wir sind richtig ungeduldig und wollen alles sofort haben. Wir haben es irgendwie verlernt, einfach mal zu warten und in einer Zeit sein, die vielleicht nicht gerade perfekt ist oder wo nicht gerade alles so ist, wie wir es unbedingt wollen haben. Letztens hatte ich ein recht cooles Erlebnis. Ich musste mein Velo noch einmal abholen und dann bin ich dort und sehe, dass mein Velo eine Platte hat. Also kann ich nicht mit dem Velo heimfahren. Und mit dem Velo von dort heim geht es ca. so um 10 Minuten, 15 Minuten, wenn man jetzt gemütlicher fährt. Und zu Fuß ja, hat man schon mal 45 Minuten, habe ich dann gefunden. Und es hat mich im ersten Moment irgendwie voll angeschissen. Aber dann bin ich so mit meinem Velo losgelaufen. Ich habe plötzlich mega die Freude in mir gespürt. Ich habe gespürt, wie Gott zu mir sagt, hab Geduld. Bei dir muss immer alles so schnell gehen. Wenn ich jetzt so mit dem gestossenen Velo irgendwie richtig heim zu rennen, das war richtig anstrengend. Und deswegen habe ich gesagt, ja, chill es einfach, ich bin ganz gemütlich heimgelaufen mit dem Velo. Und ja, es war eigentlich mega cool. Ich konnte in diesem Spaziergang mega viel lernen, mega viele Eindrücke von Gott. Es war gerade etwas in meinem Leben, das ich einfach wirklich unbedingt gerade jetzt wollte. Und wie mir Gott gesagt hat, hab Geduld. Du musst nicht immer alles sofort haben. Die Zeit vom Warten kann mega wertvoll und mega wichtig sein. Weil wir in dieser Zeit auch mega viel lernen für das, was wir dann nachher sind. In der Bibel gibt es ein paar Geschichten von Leuten, die ziemlich lange auf einen Durchbruch warten. Schon nur beim einen Beispiel beim Volk Israel. Gott hat das Volk Israel aus Ägypten befreit, wo sie als Sklaven gehalten worden sind, und in ein Land führen, wo super ist, wo alles gut wird sein, wo Honig wird fließen, wo einfach ein gutes Land. Und sie haben sich mega auf das gefreut und dann sind sie in dieser Wüste gesehen und sind einfach dort gesehen, 40 Jahre sind sie umgereist. Und eigentlich war es eine Strecke gesehen, die in viel kürzerer Zeit machbar war gesehen. Nachher dafür haben sie wirklich in das verheißene Land hineingehen und dort leben. Gott hat ihnen das gegeben, was er versprochen hat. Ich finde das mega faszinierend und ich nehme mir wirklich auch vor, in meinem Leben geduldiger zu sein und einfach auf Gottes Timing zu vertrauen. Und die Zeit vom Warten wirklich zu nutzen, zum Wachsen und einfach das Gute in dieser Zeit auch zu sehen. Wir wollen immer, dass alles möglichst schnell geht. Aber eigentlich ist nicht vielleicht manchmal sogar der Weg das Ziel.